Ja, Frau Zapp, erstmal Ihnen ganz herzlichen Dank, dass Sie das hier mit organisiert haben und Ihnen, Herr Küchenmeister, selbstverständlich auch. Das Themengebiet ist nicht nur ein interessantes, sondern auch ein wichtiges und ich bin sehr dankbar, dass wir heute in diesem Rahmen nochmal zusammengekommen sind, um weitere Informationen zu generieren und uns auch in dem Bereich der ersten Erfahrungen und der Verfahren anderer Nationen mal beschäftigen. Wir hatten ja eine erste Runde bereits, ich glaube, vor 5 oder 6 Monaten gehabt, wo wir uns mit diesem gesamten Themenkomplex beschäftigt haben. Ich sage mal so, die Verabschiedung der Oslo-Konvention an sich war ein wichtiger Schritt, über den es, glaube ich, auch hier selber keine Diskussion mehr gibt. Und in der Tat ist in dem Bereich etwas ausgelassen worden. Und es ist bedauerlich, dass dieser Aspekt in dem Vertragstext selber dort nicht mit aufgegriffen wurde. Aber ich sage auch ganz deutlich, dass wir jetzt sehen müssen, wir mit der Thematik des des Verbotes von Streumunition, der Herstellung, der Unterstützung, teilweise wird in den Gesetzestexten von anderen Nationen ja auch von der Vermarktung gesprochen. Also wir sehen auch hier, wenn wir über die nationalen Grenzen hinweg sehen, dass sehr unterschiedliche Praxen und sehr unterschiedliche Gesetzestexte vorliegen. Das heißt, die Anwendung selber, die Implementierung ist keineswegs sehr gleich. Das heißt im Prinzip, dass am besten, und dafür würde ich plädieren, das ist aber natürlich nur der Idealfall, dass am besten die Möglichkeit wäre, international zu einem Konsens zu kommen. Aber wie gesagt, das wäre natürlich der Idealfall. Allerdings wird es schwer zu realisieren sein. Es gibt nämlich kaum 2 Staaten, das haben wir gerade eben gesehen, die unter Investitionsverbot das Gleiche verstehen. Und auch das haben wir heute gesehen. Daran lässt sich auch erkennen, dass ein solches Verbot relativ komplex ist und unterschiedlich ausgestaltet werden kann. Und genau deshalb bin ich auch sehr zurückhaltend, wenn es um ein gesetzliches Verbot geht. Und aus meiner Sicht ist eine gesetzliche Regelung nur dann sinnvoll, wenn sie eindeutig, überprüfbar und vor allem effektiv ist. Und wenn alles andere nicht greift. Und bis jetzt habe ich aber noch, und das sage ich Ihnen ganz offen, zu viele offene Fragen. Was soll unter Investitionen verstanden werden? Gehören dazu auch Indexfonds und Anleihen? Gilt das Verbot auch für Investitionen von Privatpersonen und für Anteile von im Ausland aktiv gemanagten Fonds? Gilt ein Investitionsverbot für staatliche, private, direkte und/oder indirekte Investitionen? Gilt das Verbot nur für wissentliche Investitionen in Streumunitionshersteller? Was bedeutet das? Aber da können wir ja gleich noch mal in einer Diskussionsrunde dazu kommen. In welchen Unternehmen darf nicht investiert werden? Brauchen wir eine Liste mit Streumunitionsherstellern? Nicht jeder Staat hat diese Liste, auch wenn es teilweise in Planung ist, aber de facto heute noch nicht vorhanden ist. Wenn ja, wer erstellt diese Liste? Wer kommt auf diese Liste? Wie kommen auch Unternehmen von dieser Liste wieder runter, wenn sie ihre Unternehmenspraxisen bzw. Finanzierungsmoden ändern? Wie sind Mischkonzerne generell zu beurteilen? Und wie sind Unternehmen zu beurteilen, die einen Anteil an Streumunitionsherstellern besitzen? Muss es dafür einen Grenzwert geben, wie zum Beispiel in Belgien? Und wie hoch soll diese Grenze sein, wenn wir dann über die jeweiligen Prozentsätze sprechen? Müssen Streumunitionshersteller von der öffentlichen Auftragsvergabe ausgeschlossen werden? Und das ist nach meinem Verständnis beispielsweise in Belgien nicht der Fall. Wie lässt sich verhindern, dass die dann in Deutschland verbotenen Investitionen nicht lediglich ins Ausland verlagert werden? Das ist auch ein Punkt, über den wir uns auch Gedanken machen sollten. Aus meiner Sicht haben sich noch einige Fragen ergeben, die noch nicht abschließend geklärt sind. Deshalb ist es zu begrüßen, dass eine Reihe deutscher Finanzinstitute eigene interne Richtlinien entwickelt haben, um die Geschäfte mit Streumunitionsherstellern auszuschließen. Und sicher gibt es da auch deutliche Unterschiede, wie sie es auch zwischen den Staaten gibt. Aber am Ende kommt es aufs Ergebnis. Die Anstrengungen werden in jedem Fall auch von der Öffentlichkeit registriert. Die öffentliche Berichterstattung über Streumunition und auch die Tätigkeiten der Nichtregierungsorganisationen hat sicherlich zur Entwicklung von eigenen Richtlinien der Unternehmen, beziehungsweise in dem Fall auch der Finanzbranche, dazu beigetragen. Hier wird ein Problembewusstsein geschaffen und hier setzt sich eigene Erkenntnis ein. Und das finde ich auch sehr erfreulich. Die Diskussion sollte aber nicht nur auf Sonderfälle sich konzentrieren wie die Riester-Förderung, sondern in diesem Zusammenhang gibt es auch andere staatliche Förderungen, wie zum Beispiel die Kapitallebensversicherungen, denn im Bereich der Altersversicherung, die bislang ausgeklammert sind. Am Ende will ich noch eins betonen:
Es ist sehr erfreulich, dass wir heute die Möglichkeit hatten, mit Ihnen das Gespräch zu führen, die unterschiedlichen Eindrücke zu bekommen. Und ich glaube auch, dass wir heute ein gutes Stück weiter sind. Es wäre aber auch nicht schlecht gewesen, wenn ich das an dieser Stelle anmerken darf, wenn wir Informationen von Ländern erhalten hätten heute, die einen anderen als einen gesetzlichen Weg gegangen wären, beziehungsweise gehen, so zum Beispiel von Großbritannien. Es ist bestimmt auch hilfreich, wenn wir uns anhören, welche Bedenken die Finanzdienstleister haben, die sich bis jetzt noch keine eigenen Richtlinien zum Investitionsverbot in Streumunition aufgestellt haben. Wir auf jeden Fall werden den Prozess definitiv weiter konstruktiv und kritisch begleiten. Vielen Dank Ihnen allen.